Fanny Denbach, eng Premier C-Schülerin aus dem Alger, hat 2014 ein ganz interessant Reise auf den Südpol gemacht. Dieses Projekt, organisiert von Robert Swan, hat sich mit Hilfe von Sponsoren selber finanziert. Wir haben Fanny Oves am Alger beginnt, wo heute Vortrag über seine Experience gehalten hat. Welche Erfahrungen hast du mit diesem Projekt gemacht? Also ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wirklich hart etwas schafft, etwas kann erreichen. Ich musste über 22.000 US-Dollar sammeln für die Reise. Also 22.000 war nämlich der Preis für die Bootsreise. Und dann dachte ich selber, ich noch ein bisschen Kleider dabei bezahlen, eine Flucht dabei bezahlen. Und ich habe 2 Jahre gesammelt, für diese Summen zu kriegen. Also das war eigentlich die hauptsächliche Erfahrung. Und dann andererseits auch, was den Klimawandel wirklich ausriecht. Und dann dachte ich, dass die gesagt hat, dass immer man Acryl geht. Dass riesig Eisberge, Tonnen und Tonnen von Eis einfach auf dem Meer rundherum driften. Und sie sollen nicht da sein. Hast du im Moment daran gezweifelt, dass du dein Ziel kannst erreichen? Ja, definitiv. Vor allem, ich kriege so, dass ich mitgehen kann. Den einen Tag an Tag drauf kriege ich recht den Preis gesucht und dann war ich im Boden zerstört. Und dem ich da Jipper reingezählt habe, ich gehe an den Tag das. So, okay, im März, wo sind mir 22.000 US-Dollar. Und dann noch, wo ich angefangen habe mit dem Fundraising, das dauert extrem lang. Ich hatte mich echt spannend, das war 500 € für nur 6 Monate. Wie könnt ihr so eine Idee für so ein Projekt zu machen? Also die Idee kriege ich ein bisschen von meinem Papa, weil der Robert Swan, den er organisiert, ein Umweltaktivist kennengelernt auf einem von seinen Vorträgen. Und mein Traum war schon immer, unter Antarktis zu gehen. Und das natürlich noch mit einem Zweck zu verbinden, wie die Umwelt zu schützen, ist natürlich mein Traum par excellence. Und darüber habe ich mich dann nur gemalt. Woher könnt ihr auf die Idee, überhaupt an die Antarktis selber zu gehen? Ich verstehe ehrlich nicht, was eine Tipperin an der Antarktis will. Für mich war das immer natürlich. Da gibt es Pinguinen. Das ist einfach so ruhig und friedlich. Es gibt keine Menschen dort, es gibt nicht mehr Podieren. Du kannst kilometerweit gucken, ohne dass du irgendetwas am Bild hast. Am Wasser spiegelt sich alles von über dem Wasser. Das ist wunderschön. Wir sind gerade am 11. März 2014 und verlassen gerade den Schweier auf dem Boot Seaspirit, was für die nächsten 2 Wochen als Thema an der Antarktis wird sein. Wir haben ziemlich gut Wetter und machen das über den Beagle Channel auf der Weg an Drake Passage, die wildsten Meerpassage auf der ganzen Welt, wo wir dann bald 2 Tage an der Antarktis kommen. Hast du während deiner Reise für hin oder für zurück irgendwelche Probleme gekriegt? Oh, nicht wirklich so schlimm Probleme. Für hin war ich ein bisschen seasick. Das ist nicht so schön, auf der Drake Passage von Boot zu wackeln und hin und her. Und du probierst zu schlafen und du kannst okay, nicht aus dem Bett fallen. Nicht aus dem Bett fallen. Das ist so schlimm. Und dann, wenn du duschst und du hältst mal 2 Hände, du stehst so, hältst schon und dann so, okay, und 2 Sekunden für dein Shampoo drauf zu machen. Und dann probierst du das irgendwie hinzukriegen. Also Seasickness und einfach mehr war ein bisschen kompliziert mehr für den Rest. Welche andere hast du an der Antarktis gesammelt am Allgemeinen? Also den größten Eindruck, den ich wirklich gesammelt habe, ist die Wichtigkeit vom Krill als Nahrungsgrundlage für all deren an der Antarktis. Krill ist ein Zooplankton, von dem die Populationen zurück, wenn es mehr warm wird. Also das Meer geht ja durch die Klimaerwärmung warm. Und wir waren die machen einen Wal mit einem Boot hier gefahren, zu gucken, was der Wal machen. Und dann bin ich auf der Wald stehen geblieben. Und das stimmt mir auch. Und dann ist von der einen Seite kommen Robben, von der anderen Seite kommen Pinguine, von oben kommen Viecher. Und ich habe gedacht, okay, für was kommen die alle blau hin? Und so den Tourguide, ein Biologe, so, guck dir nach das Boot, du hast Krill. Und das hat mir recht zu bedanken gehen, wie wichtig Krill wirklich ist für die Jahren. Was hat deine Mama gesagt, wie es dir beibringen wolltest, dass du an die Antarktis willst gehen? Also ja, so Sachen von mir gewinnt. Katram sind noch mal 3 Monate nach Kanada gegangen und mittlerweile hört sie sich ein bisschen davon. Hast du dem noch schon Zukunftsplan oder was du noch studieren willst, ob das doch mehr an die Richtung geht? Also ich will Zusatz von Indien für Geschichte studieren in England. Und ich weiß auch nicht genau, was ich damit machen will.
Was mich wirklich interessiert, wäre weiter an Charity zu fahren, aber echt eine Humanitär-Charity wie Umwelt-Charity, weil es einfach mehr direkt Resonanz bringt für menschliche Gefühle. Aber ich bin mir nicht sicher, weil es verdient extrem schlecht. Es gibt nicht viel Platz, das ist eine ganz unsicher Arbeit. Also muss ich gucken, ob ich das nicht vielleicht half machen, half normale Beruf und dann half Charity nehmen. Aber das würde mich schon interessieren. Voilà, eine Aufgabe erfüllt. Von die steht im Boden an der Antarktis.